Weiter geht es, frisch und fröhlich und munter, hier zu einer neuen Folge bei Hyrule Warriors Legends. Nach einer kurzen Pause, ich dachte schon, dass es ein bisschen länger dauern würde, und zwar mit Version 1.5.0, den wir bereits in der letzten Folge erwähnt hatte. Ist mein Ziel im Prinzip, jetzt noch die restlichen Karten zu zeigen, das sind neuen Charaktere und am Schluss halt noch so irgendwie einen würdigen Abschluss. Naja, dass es trotzdem so schnell weitergehen würde. Damit habe ich nicht gerechnet, denn wie man uns das halt denken kann, zu einer neuen Version gibt es auch eine neue Abenteuerkarte, einen neuen Kämpfer und eine neue Waffe. Doch erstmal gucken, das haben wir alle schon durch oder mal gezeigt. Ja, die Karte auf großer Fahrt. Ach du Scheibenkleister, denn es geht hierbei um... Ja, was wohl genau? Spirit Tracks und Phantom Hourglass. Film ab. Das ist ein kurzer Film. Diese Karte besteht aus 2 Gebieten, einer Ebene voller Eisenbahnschienen und einem weiten Ozean, so bis an den Horizont erstreckt. Ich überlege gerade. Spirit Tracks Mucke, ja. Von dem Hourglass war die auch, doch auf weiter See, stimmt, wa? Bei gleicher Musik. Fällt mir das jetzt auf. Du kannst dir aussuchen, welchen der beiden Gebiete du als Abenteuer beginnen möchtest. Oh, verdammt. Wie groß ist denn wohl die Karte? Die haben hier 2 in einem. Toll. Einen dunklen Herrscher finden, ihn zu besiegen. Ein dunkler Herrscher. Oh, je, je. Ja, wir wissen alle, wer es ist. Also, wenn das jemand anders wäre, dann wäre es eine Überraschung. Das wäre so cool. In der Mitte der Karte siehst du einen Zähler für die Phantomsanduhr. Ach ja, Phantom Hourglass, das Spiel, was ich einmal gezockt habe und an die Ecke geworfen habe. Aber dazu später mehr. Die Phantomsanduhr band den Fluch. Der band den Verbannten. Naja, Gewohnheit halt. Band den Fluch 2 besondere Riesenmonster. Was? In allen 3 Schlachten läuft das andere. Hä? Die Phantomsanduhr band dem Fluch 2 besondere Riesenmonster. Alle 3 Schlachten läuft das andere sind durch. Okay, alle 3 Schlachten müssen wir merken. Gut. Nee, so jetzt. Schwerer zunächst gar nicht sofort zurück. Okay, dann fluchen sie mich. Gut. Nee, natürlich scheiße. Und weiter. Ja, du kannst auch dieselbe Schlacht mehrmals ineinander gewinnen. Sehr schwirrig. Nächst auf die Beine besondere Monster. Selbst besiege sie, um den Fluch auf der Karte zu brechen. Die Musik ist eigentlich immer geil. Bei einem besonderen Riesenmonster selbst. Das soll nicht sein. Zweimal Phantom kennen. Hört, ihr könnt anfangen. Wählen, wo ich anfangen will. Ja, lies doch mal. Ich lese schon. Auf Abschnitte mit Limeberg und Co. kannst du an einer Itemkarte gegen Nahrung tauschen. Musik geändert. Limeberg und Co. verschwinden, nachdem du seine Dienste in Anspruch genommen hast. Er erscheint aber neu, nachdem du in einigen Schlachten gekämpft hast. Wie gewohnt im Prinzip. Ist manchmal ein Sonderverkauf, den du für eine Itemkarte statt der üblichen die doppelte Menge Nahrung erhältst. Soll Sonderverkäufe gelten immer nur eine Schlacht, also greif zu, wenn du kannst. Jo. Ja, okay. Was ist das hier? Einen Windstein kannst du eine Itemkarte wählen und die Anzahl erhöhen. Windstein gab es, glaube ich, bei Phantom Hourglass. Kämpftast. Interessant. Von der Größe würde ich sagen, wie es eine normale Abenteuerkarte war. Das ist die zweite Waffe für Toon Link, genau. Das ist 4 plus für... Ah, jetzt kommen die langsam an, okay. Ach Leute, übrigens noch das Level wurde... neuer Charakter, genau. Das Level wurde angehoben, und zwar auf mittlerweile maximal 200. Wir nähern uns langsam magischen 255. Wie wir es ja auch aus Hyrule Warriors für die Wii U kennen und lieben. Ja, bei mir gibt es gar nichts zu sagen. Mal gucken. Charaktere war.
Erstmal natürlich was direkt ins Auge sticht, neuer Charakter aus von dem Auge Spirit Tracks, das könnte natürlich sein, es ist Zelda! Beziehungsweise natürlich Phantom Zelda, muss man so zu formulieren, aus Spirit Tracks. Naja, eigentlich nicht so eine doofe Idee, von Samsung relativ geil. Aber, naja, so Phantoms, ich meine, schon ein schon normaler Charakter einfach tunisiert oder tunisiert, wie auch immer. Ich hatte schon was anderes gehofft. Lineback, ja, könnte man machen. Ein Lokomo wäre auch geil gewesen. Mein Gegner. Ja. Gut, aus den beiden Spielen ein bisschen schwierig. Oh, D-Log wäre gut gegangen. Aus Spirit Tracks, aber was soll's. Ja, aber Lokomo, neue Rasse wäre eigentlich noch geil gewesen, war. Wobei ich muss ja sagen, es ist zwar wieder Toon Zelda, aber Zelda hat ja relativ wenig damit zu tun, weil ich habe da schon mal einen Trailer gesehen und sie zockt sich offenbar noch ziemlich cool. Also vor allem spaßig. Ihr seht, ein paar Rubine bekommen, glaube irgendwie wieder 1 Million Rubine gekriegt. Durch Spot Pass. Und das ist doch so geil. Ei, muss ein bisschen beeilen hier. Weil die Folge morgen noch raus muss. Also, muss. Das klingt nicht mehr so. Die Folge muss morgen raus. Nee. Aber ich will, dass sie morgen rausgeht. So. Ja, mal gucken, wie lange wir auf der Karte machen. Das ist natürlich wieder. Ja. Wie gesagt, mal schauen. Am Spaßheitsgrad her, oder wo ich dann irgendwann mal sage, ja, haben es eigentlich alles gesehen, den Rest kann ich nicht offscreen machen bis zum Endboss. Zum dunklen Herrscher, der eigentlich sowieso immer der gleiche ist, finde ich auch ein bisschen doof, ey. Lieber in Tikum hat er mal einen neuen dunklen Herrscher. Ich meine, gerade hier würde es sich perfekt an. Gut, wenn eigentlich 2 war, wäre ein bisschen doof, stimmt. Aber trotzdem. Ich meine, es gibt ja auch Gennen, oder? Quasi als Boss, als endgültiger Bossgegner, wortwörtlich. Aber zocken selbst kann sie ja auch nicht. Warum nicht irgendwie, weil gerade hier eben einen anderen Dämonenkönig würde sich doch echt anbieten. Naja. Gut, die Pause mal ein bisschen hoch. Ui. 50 reicht, glaube ich, war. Fast keine Kohle mehr. Waffenkammer, da mal gucken, was haben wir überhaupt für eine Waffe? Es ist die Phantomwaffe, das Beschützerschwert. Okay. Bei Toon Link haben wir als neue Waffe, aufgepasst, den Sandstab. Feuertyp. Wieso Feuer? Ja gut, Sand wegen heiß, ja. Naja. Jo, das ist, gucken wir in der nächsten Folge mit dem Sandstab. Es ist interessant, muss ich sagen. Weil der Effekt mit dem Sand, es ist schon ein Sandstab, wie man ihn kennt. Andererseits, es hat noch ein paar Zusatzeffekte, die man so nicht gedacht hätte. Ja, wenn man sagen, loslegen, was soll ich sonst machen? Was? Schon 4 plus in Ganondorf, interessant. Jo, let's go, wa? Kopierschlacht, Stufe 1, das klingt ziemlich bescheiden. Jetzt habe ich nehmen, ganz geil. Zelda, mit dem Phantomschwert, mal ganz etwas Neues, auch für mich. Da haben wir, das haben wir jetzt auch. Nehmen trotzdem mal das mit. Die gewohnte Kuhne. Ja, mit dem Film ist auch ein bisschen ausbauen. Ich weiß, aber mit der Kuhne, es läuft und never change a working system, nicht wahr? Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Dann haben wir mittlerweile so viele Nahrungsmittel verfehlt. Die werden alles am Platzen. So wie sieht's aus. Ja. Wow. Ah, wir sind dessen, Leute. Machen einen guten Damage. Ich kann normal leisten, nichts Besonderes im Aufladen. Okay, Y, was macht da? Das ist Sivulea. Oh, der Runia-Style. Wow! So nichts, Freundchen. Magic! Ja. Magic ist geil! Jo, also Y-Move, der macht Fun. Kann man nicht anders sagen. Also man könnte schon. Mal ein Special testen.
Warum denn eigentlich nicht? Impa, wieso tust du das? Wir sind doch Freunde. Also ist der andere Impa. Also dann Special. Zelda gegen Zelda. Das Duell um die Zeit. Jo, macht Damage. Mal kommen wir angreifen, wa? Oder so mit einmal. Ich sag einfach zweimal. Gut. Was kann ein Mega-Hieb? Alter, das ist ein Lichthieb. Das ist eine neue Pokémon-Attacke. Zelda beherrscht den Lichthieb. Aha. Rampage-Mode ist also zweimal. Interessant. Ja, warte mal. Zwei? Warte mal. Einmal? Himmelhieb. Raserei. Das ist irgendwie Tempo-Hieb. Das sind lauter Pokémon-Attacken. Oder sogar einfach gerade zu viel Pokémon Freizeit und deswegen ist es gerade irgendwie so Intus. Kann wohl raus sein. Keine Bange, Zelda kommt. Wobei ich eben sagen muss, Toon Zelda aus Spirit Tracks fand ich persönlich ziemlich geil. Kommt als helfender Charakter, Wortwörtler, wo du auch selber steuern konntest. Gut, nur teilweise, aber trotzdem. Die war echt eine gute Hilfe. Ganz echt gut gemacht und ja, von erwähnen Phantom Hourglass. Aber ganz kurz. Viermal. Was ist das für ein Symbol? Das ist ein schickes Symbol gewesen aus Breath of the Wild. Ja, weniger. Kann man 5-mal testen? Bin ich jetzt nicht so episch. Magic Style! Und wie sieht's aus? Es lebt die Magie! Body Slam. Ja, toll. Beziehungsweise, ja, ich meine, hallo. Oh, schon fertig. Also normal Y, oder X. Ja, wie kommt man auf Y? X natürlich ist im Prinzip Walzer, das wäre der Body Slam. Schön. Wir haben lauter Pokémon-Attacken in Zelda kombiniert. Wieso auch nicht? Herzcontainer für Impa. Das ging jetzt doch schneller als erwartet. Gut, klar, ich meine Zelda mittlerweile Stufe 50, aber trotzdem. Dass es so krass abgeht. Respekt an die junge Dame. Seltsam. Wenn sie das in Spirit Tracks gemacht hat, ist jeweils der Schrotthaufen zusammengeklappt. Naja. Das ist so anhört, so, warte, voll riesiger Krieger. Rum, und sie so, hui, so, hui, hui. Ja, ich bin doch voll süß. Du. Dabei eigentlich voll kämpferisch, war. Die Nachfrage von Tetra, ja eben, ne? Wenn man so betrachtet, wir haben normale Zelda, wir haben Tetra, wir haben jetzt Toon Zelda. Klar, wir haben auch mehrere Links, wir haben einen normalen Link, wir haben einen Toon Link, wir haben einen Kid Link. Noch mehr Links? Glaube nicht, wa? 3 Links, 3 Zeldas? Ah, das finde ich jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Naja. So, jetzt hier unten durch. Geteiltes Leid klingt cool. Wie man Zelda in der Hauptrolle. Kann man gucken. Haben wir es überhaupt? Das sind 3 Zeldas, wa? Ne, eigentlich. Ja, theoretisch sogar 4. Mit ja, gut, sagen wir 3,5. Link. Ne, Moment mal, das ist über 8. Ja, gut, Link haben ja auch 3,5, wenn wir zum ehrlich sind. Stimmt eigentlich, wa? Sheik ist männliche Zelda und Linkle ist weibliche Link, wie der Name ja sagt. Das haben wir 3,5 von jedem. 3,5 Link-Version, 3,5 Zelda-Version. Ja, wohl doof.
Aber ihr seht, es fehlen noch 3 Charaktere auf dem Rooster, aber das stimmt's gar nicht. Nach diesem kommt eigentlich nur noch ein DLC. Da gibt es zwar 2 neue Charaktere, okay, aber... na, vielleicht machen das die Leute, also die Entwickler noch ein bisschen anders. Weil ich kann mir durchaus noch einen 3. Charakter vorstellen. Woher? Das Breath of the Wild natürlich, wäre mal geil. Geht natürlich jetzt noch nicht zum Ankündigen, weil ich mir noch nicht draußen ist, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Ganze aufnehme. Ist eigentlich logisch, wenn man so betrachtet. Lazuli! Ne, keinen Bock auf Lazuli. Also auf sie vielleicht schon, aber nicht auf das Metall, also das Material, also ist ja egal. Phantom Hourglass. Gehört für mich persönlich, nebst Zelda 1 und 2, das, gut, Zelda 2 war einfach nur kacke schwer und Zelda 1 fand ich persönlich auch nicht so primitiv, ohne richtige Story und so weiter. Aber gut, ihr versteht natürlich auch, wie so andere sagen, es ist das einzig wahre Zelda, ein richtiger Klassiker und so weiter. Also zum Thema. Ja, Phantom Hourglass, nebst diesen beiden Zeldas, plus für mich persönlich auch noch die Four Swords Teile. 10 zu den schlechtesten Zelda-Spielen meiner Meinung nach. Der Grund vor allem jetzt halt für Phantom Hourglass. Naja, du hast im Prinzip eine geile Vorsorge gehabt mit dem Wind Waker. Und was kommt danach? Wieder so eine, ja, wie soll ich sagen, wieder so eine Art Traumrealität, oder? So eine Mischung, das hättest du irgendwie schon aus, oder kennst bereits aus Link's Awakening. Und ich genau weiß, war es alles real oder haben wir alles noch geträumt. Und im Prinzip auf hoher See unterwegs fand ich eigentlich geil, aber damit so ein Schrottteil von Seelokomotive oder Seeschiff. Ja, wisst ihr, das Boot von Lineberger war im Prinzip wirklich nur kacke doof, meiner Ansicht nach. Und die Story war jetzt auch nicht so, dass man sagen müsste, yo, hätte mich total überrascht. Gut, bin aber gerade fertig. Ich zock schnell als ich rede. Nicht schlecht. Ja genau, also die Story selbst war jetzt auch nicht so der Hammer und dann, am richtig erinnern, gab es gar keine Herzteile, es gab so Herzcontainer, aber keine Herzteile. Die Bosse war meiner Ansicht nach auch zu einfach und dieser verdammte Meerestempel, ständig den ganzen da runtergehen, Ebene tiefer, nochmal runtergehen, Ebene tiefer, da ständig hin und her. Die ganze Zeit auf dem offenen Meer, du hattest so wenig zu entdecken. Also von dem her muss ich sagen, Phantom Hourglass, ja, ist eine Art kleineres Wind Waker für Arme. Das ist mal ganz doof gesagt. Ich weiß, es gibt auch solche, die finden Phantom Hourglass ganz geil und haben so gerne gezockt. Naja. Gut, das mit der Steuerung war ja ein DS-Spiel, aber da war eigentlich keiner wie bei Spirit Tracks. Bei Spirit Tracks hatte ich weniger Probleme. Gut, da war ich am Schluss nach Phantom Hourglass ziemlich eingespielt, muss ich zugeben. Aber generell, die Steuerung bei den DS-Zelda-Teilen war sehr gewöhnungsbedürftig, wenn du dich halt schon mit den anderen Teilen beschäftigt hast. Sprich vor allem, ja gut, mit Skyward Sword, das ist gerade ein schlechtes Beispiel. Aber halt mit auch den 3D-Zeldas und so weiter, normale Knopfbelegung und da mit dem, ja, mit dem Stiefel hin und her streichen und war nicht immer so präzise, also... Klar, es hat funktioniert, wenn man es konnte. Wenn man es nicht konnte, war es einfach frustrierend. Neben die ganze Story her und so. Also ich hatte eigentlich immer gehofft, so nach Wind Waker, es wird irgendwie was Neues kommen, im Stil von Ganondorfs Rückkehr oder was anderes, Episches. Und der Endboss auch irgendwie ein bisschen mau. Naja. Ja, die Itemkarte endlich mal. Die Luftkanone! Dann denkst du an Windräder und Treppe auf. Okay, Angel, Fische fangen, cool. Nun kennen wir auch schon. Zerstörten Gleisen, Weg zum nächsten Abschnitt. Spirit Text lässt grüßen. Froschkompass, okay. Bei goldenen Fröschen. Goldene Frösche? Das muss aus Phantom Hourglass sein, weil man sagt gar nichts. Lineback-Schiff und das Eisenschiff. Was bringen die Ranganforderungen für Alter! Das ist natürlich geil. Goldschiff und die Ranganforderungen für Schaden. Hey. Lineback-Schiff ist im Prinzip Bronze, wa? Dann haben wir Eisenschiff, was eigentlich Silber ist, Goldschiff. Für Chaos, Zeit, eigentlich ist alles etwa gleich wichtig, es sind einfach nur unterschiedliche
Bedingungen. Interessant. Zu der Götter öffnet Wege auch mit Rang C. Alter, wir müssen cheaten. Was gibt jedem Abschnitt zwei empfohlene Elemente? Okay. Das braucht sie noch sicher nie. Goldzug hebt Kämpfbeschränkungen auf. Ja, leck mich am Arsch. Das, was ich eigentlich immer gewollt habe, jetzt kommt es endlich mal. Ja klar, jetzt hier ist plötzlich, hm? Willst du mich eigentlich total auf den Arsch nehmen? Wie ein Fisch, aber keine Angel. Das finde ich banal. Du, was? Da muss ich mit Ruto ran. Cowboy-Streit und kein Bock auf Ruto. Ganz auf Tingle. Oh, kein Bock auf Tingle. Holen wir das Schiff. Oh, kein Bock auf Lana. Gerade ein bisschen schwierig, war geht nach oben. Begrenzt auf Zelda. Na gut. Von Toon Zelda zu wachsenden Zelda. Ah, die Beschränkungen wieder, wie in Master Quest. Sie haben sie wieder eingeführt. Also ich habe die auf der Kokolit-Map überhaupt nicht vermisst. Menno. Auf der großen See auch nicht. Naja, was soll's. So, es geht sowieso schnell voran, würde ich sagen, nach dieser Mission und dann ist dann die Folge vorbei. Es ist meine Lieblingsmucke. Yo, Mann, was willst du, ey? Ups. What? Hinter mir ist aber fies. Denn ich finde das richtig... Wow! Erstmal der Runja. Full Fade natürlich. Oh, voll falsch. Hm? Ja. Magie habt ihr gesehen? Hey, wo ist Magiekrug hin? Triforce-Style! Junge, der will aus. Wird vielleicht auch länger dauern. Oh, ich hab den Haufen geschossen. Was hältst du eigentlich raus, Kumpel? Jo, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Daneben! Der Arsch ist zu fett! Ja, kommt der Runia, come on! No, machst du nicht so viel Schaden zum Glück. Daneben! Headshot! Na? 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 Ja, hui hui. Nicht hui hui, das Schlossgespenst. Ja, so hui hui, das ist Zelda. Noch nicht der Move. Genau, voll nicht getroffen habe. Nein, verdammt! Das war zu spät! Ey, der Rudia! Hier bin ich! Und Checkpoint! Nicht ganz. Jetzt reißt sie aber langsam. Jo, jo, jo. Das wird ein bisschen länger dauern für dich. Und ich dachte, jetzt gehen schon alle Missionen so schnell. Aua! Alter, voll fies, hier. Wieso halten die so viel aus? Gut, ich weiß, dass die Flammen bei ihm ja auch, dass er irgendwie ein Boss ist von dem her, aber trotzdem. Das ist doch kein Anfänger. Hallo, Selbststufe 56, die Waffe ist auch cool. Das ist eigentlich alles Knorke. Der rufen wir doch nicht. Ja. Du bist zu langsam. Ich wiederhole es gerne noch einmal. Du bist zu lame. Oh, du nervst sowas von. Tschüss.
noch nicht. Tschüss. Boah. Oh, dann gibt's Magie. Magie, Magie. Ich will Magie. Boah. Das dauert und dauert. Ja, zumindest das klappt noch. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wieso haben wir das wieder erobert? Ich habe gerade ein paar Probleme und ja, wir gucken in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Dann natürlich auch mit Toon Links neuer Waffe, dem Sunschleier. Was machst du denn hier? Rekrutieren natürlich, hier. Ja, komm doch nach oben, das wäre ganz nice von dir. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Danke sehr, bis zum nächsten Mal.